Guten Dag met Nene, da bin ik nog eens mal weer. Ik heb voor u nog mal weer zo'n Märchen van Hans Christian Andersen übersat in Plattdeutsch und dat het Tölpelhans. Wiet af in de Walachei stön grotet Gootshus, won Öllern Vater met sine Sönne wonde. Die beiden Ölsten wassen so witzig in Kopf, dat het war mit die Hälfte davon gut was. Sie wassen nur in dat Oller kommen, te freien. Sie hadden sich vornommen, die Königstochter zu freien. Die hadde bekannt machen lassen, dat sein Mann soch wel witzig was und gut mit die Würde umgehen kun. Die beiden hadden sich in die letzten 8 Tage gut vorbereitet. Den einen hatte dat latinske Wörterbuch auswendig lehrt und kun auch sogar die Beiträge von den letzten 3 Jahren, die in Tagesblättchen stön, auswendig upsägen. Sein Brüder hatte sich die Innungsgesetze vornommen und was sich darum sicher, dat he alles, wat man als Staatsmann wetten moch, intus hatte. Und wegen he n recht zierlich was n Jüngsken was, kun he sogar Buchsenbänder besticken. Den Vater gab die beiden n Pferd für den Weg in die Stadt. Den einen krieg n schwatten Rappen, den andern ne melkwitten Schimmel. Dann frieven sich die beiden noch den Mundwinkel mit Lebertran in, wegen dat ja ne weke Stämme geben soll. Alle Denstlö stön in den Hof, die beiden zu verabschieden. Da quem den Dadenbrüer, die nicht so ganz vollnommen wurde, wegen nicht so helle in Kopf was und weil sie alle Tölpelhans nömen, auch in den Hof und frug, wo will i dann hin? I hebt u ja so viel Magd. Ja, hast du da nicht mitkriegen, dat die Königstochter trommeln lädt, dat se freen will? Oh, riep Tölpelhans, nu hab ich auch wa grote Lust, mi te verheiraten. Nehmt se mi, dann nehmt se mi. Nehmt se mi nicht, dann nehm ich se. Ich krieg se doch. Die beiden läden Tölpelhans storn und galoppieren ob die Landstraße zu. Vater, ich will auch ein Pferd haben, sagt Tölpelhans. Apat woll den Vater kein Pferd geben, wegen atte Jon Bettken as dumpfe Schledden wurde und nicht so'n Prachtkerl as sine Brüers was. Dann nehm ich mi eben min Säckenbock as Pferd. Dat is ja min dir, sagt Tölpelhans, setzte sich auf sin Säckenbock und tuckeln über die Landstraße sine beiden Brüers no. Als er die beiden Bolle inhalt hatte, riep he, wartet es eben, ich will u wiesen, wat ich hier gerade auf die Straße gefunden heb. Dat mägt die beiden Brüers nieschierig und sie quemen weer trüge. Dat is ja ne dode Krähe, wat wisst du dann damit? Die will ich die Königstochter schenken. Die beiden lachen ut und mägen sich wer ob den Patt. Tölpelhans packen dat dode Dier in sine Taske und wieder göngt über die Landstraße. Hey, hier komm icke, riep Tölpelhans und Hassebassen achter sine Brüers her. Mon, wat liegt dann da noch ob die Straße? Etwas ne Klompen. Die wassen lück ramponiert, etwas wat afbrocken. Ja wisse, apat süß, was den Holzschuh noch war in Order. Hier rieb sine Brüers wer trüge und wiesen den Holzschuh. Wat wisst du dann mit dat kaputte Ding, frugen se. Dat will ich auch die Königstochter schenken, die freut sich da wisse drüber. Die Brüers übergotten wer mit Spott und Hohn
und meken sich quer ob den Weg. Apat, dat was noch nicht alles, wat Tölpelhans an de Strote fun. He was ganz anedorne van dat Tüch, wat da leg, etwas den fiensten Schlamm, de he bis nutto sehen hatte. Darum nahm he sich ne ordentlichen Klacks mit und stoppen sich die Tasken damit voll. »Hallo, hier komm Icke und kick dis, wat ich nu noch ganz wat Fienet funden heb«, rieb Tölpelhans die beiden achternor. »Och, Gott, wat heffe dann nu noch wer funden? Afschülig Tüch, dat heffe mitnommen, soll dat auch für die Königstochter wessen?« »Ja, natürlich, die freut sich wisse drüber.« Die beiden Brüers lachen über den Dreck ut die Stroten graven und reden hennig verruht. Die beiden Brüers wasen eine ganze Stunde Erde an Schlott ankommen, wo eine große Menge von hieratswillige Friers an die Stadtporte wochten. Alle kriegen eine Nummer todeelt und muchen dann in Sesserriegen eng an Nene anstorn. Auch Tölpelhans kriegen Nummerken und wochten ob sie'n Uprob. Als den ersten von den Brüers, weil das Lexikon utwendig lehrt hatte, in den großen Saal führt wurde, was dat so heet, dat die an Schweden anfing und etwas als erste wat rutschot. »Boah, wat ist dat hier für ne Hette?« Und die Königstochter zur Antwort gab, »Ja, mein Vater will von Tage Hahnensbraten.« Dort was den jungen Mann nicht instellt und empfiehlt nix Witziges in, wat er dort antworten kon. Nebenbei was die Saaldecke ut Spiegelglas und he such sich ob den Kopf storn. Dat broch em total der Nene und darum ha he alles vergeten, wat er 8 Tage lang utwendig lehrt hatte. »Die döcht doch nix«, sagt die Königstochter, »weg mit denn!« An die Fässers stön 3 Schrievers und ein Zunftmeister, die alles upschrieben, wat secht wurde, wegen atet ja an nächsten Dach in Blättgen storn soll und an die Strotenecke für ein paar Gröschkes verkobt werden soll. Als den zweiten Brüer an der Riege was, ging et nicht beter. He stönnen als erste über die Hette in den Saal und wuss auch nix mehr von sine Gesetze zu berichten. Als die Königstochter, wer dort drup hinwies, dat den so heet was, wegen wat den ollen König Hans braten woll, fehl auch keine passende Antwort in und er stottern, wie. Und die Schrievers schrieben, wie in er schlaue Buch. Die döch auch nix, rieb die Königstochter, weg damit. Nur einige Tiet was auch Tölpelhans an der Riege. He satt sich ob sin Säckenbuck und red direkt durch den großen Saal. Und auch fehl forts die grote Hette ob. »Mann, oh Mann, wat ist dat hier ne Bullenhette, Repe?« Und auch verklören die Königstochter, dat den König Hahnensbraten woll. »Dat is ja herrlich, und da komm ich ja rechten Titz, Repe. Ich heb auch noch wat in de Taske, wat ich gerne braten ha. Ich heb ne Krähe hier, die ich auch lieber braten ät.« »Ja«, gab die Königstochter zur Antwort, »die können wir gerne mitbraten, apat, wir heb keine Panne und keinen Pott hier.« »Die heb ich selbst mit.« Und dabei packen Tölpelhans sin Holzschuh ut, die he an die Landstraße funden ha und lacht die Krähe dort drin. Die Königstochter hatte Spaß an den jungen Mann und frug apat, wat für ne Soße nehmen wir dann dabei?
Ich heb die feinste Soße hier in meine Taske, dit gif, klirren Tölpelhans die Königstochter up und he Gott ne ordentliche Menge über die Krähe. Oh, du gefällst mi und du kannst braten. Dann darum sagst du nur auch mein Mann werden. Die Schrievers und die Zunftmeister schrieben alles genau up, was secht wurde. Dat passt die Königstochter gar nicht und sie wies darauf hin, dat alles am nächsten Tag in Blättgen zu lesen was. Ich sage die, den ollen Zunftmeister ist den schlimmsten von der ganzen Sorte. Tölpelhans packte in seine Taske und schmäht den Zunftmeister ne Handvoll Schlamm ins Gesichte. Oh, dat ha ich niemals nicht wort, aber dat gefällt mi und ich kann von die sicher noch voll lernen. Nur wurde Tölpelhans mit der Königstochter traut. Man setzte ihm ne Krone auf den Kopf und er moch elke Dach auf den Thron sitten. Diese Geschichte stön am nächsten Dach in Blättgen, und wie weht ja alle, dat man nicht als glöwen kann, wat dort steht. Nu halt du Kregel und ich sag, gut gone.